So, heute muss es aber klappen. Jetzt, wo ich schon mal diesen praktischen winterwärmenden Wams anhabe, sollte es mir noch gelingen, dass ich endlich zu diesem Schrein da komme. Oh. Hä? Hat gestern Abend dann noch irgendwie so ein Licht da? Gemäß Karte vermutlich irgendwo hier in der Nähe. Jetzt sehen wir plötzlich nicht mehr. Seltsam. Was haben wir denn da unten Schönes? Okay, hier ist jetzt ziemlich kalt. Ich schätze mal, der Fluss wird auch ziemlich kalt sein, weil da friert das sogar da drin. Trotz Wärmewams, keine Ahnung. Da bringe ich noch einen Steg und so. Und da vorne glitzert noch etwas. Vorne noch ein paar Pfeiler, so etwas. Oh nö, so ein Ding, das sich selber aktiviert. Wie damals da bei der Zitadelle der Zeit. Oh nee. Ist gar kein Bock drauf. Das scheint ja auch nichts Interessantes zu sein. Hä? Da ist eine Brücke. Wie? Da rüber und dann da hoch? Ja, dann wäre ich beim Schrein. Nein, das war viel zu gefährlich und dem Fluss, so wie es da ist, und so da auch überhaupt nicht. Ne, ich gebe einen Berg. Dauert vielleicht ein bisschen länger, dafür ist es sicherer. Das hoffe ich zumindest. So, mittlerweile bin ich eh ein ziemlich guter Kletterer, also müsste das doch relativ machbar sein. Trotzdem steil. Uff. Und eine winterwärmende Hose wäre nicht so schlecht. Boah, vermehr ich noch einen Schniedel ab. So. Fast nach unten geplumpst. Ist das? Jo, das ist sie. Die Zitadelle. Sieht sogar von hier aus cool. Was man hier einfach alles von oben so weit entfernt so erblickt. Echt cool. So, okay, nachher ein Ding gemacht. Oh nee. Kommen wir da drüber? Vielleicht, ich hoffe es zumindest. Ich darf nicht vergessen. Scheiße. Hätte doch klappen können. Vielleicht. Ah, der ist nicht näher dran. Nie im Leben ist er näher dran. Kann ich mir so eine Brücke bauen? Nee, geht alles und wird davon geschwemmt. Mist. Darüber und hochklettern, okay. So. Was ich noch vergessen darf, wenn ich dieses Parasegel vom alten Knacker habe, dass nochmal irgendwo in der Nähe der Zitadelle war es doch so, ich erinnere mich ganz dunkel. Gab es so ein Schwert im Feld? Was ist echt wieder. Ja. Also eine seltsame Stelle mit einem Krog drin. Oder aber, wie ich mir hoffe, dass es endlich mal eine Stelle ist, die endlich mal eine brauchbare Waffe irgendwie bringt. Wieder ständig zerbricht. Ist das eine brüchige Wand hier? Nö. Eine leider ganz normale Wand. Was ist denn da oben noch? Scheint so weiter ruhig zu sein, sind bloß ein paar Felsen. Aber hier oben sehe ich irgendwas. Ich kann jetzt markieren. Aber ist da drüben irgendeine Wüste oder so etwas? Seltsam. Hier ein Schneeberg, drüben eine Wüste, okay. Da gibt es auch einen dieser Türme.
Ist es anstrengend, den Berg zu erklimmen. Du machst mir Angst? Hallo? Den Ausblick, was? Ja, aber... Hier, verschwand nicht zu sich. Man kann fast das gesamte Plateau erblicken. Verwende dein Fernglas, um den Schein zu suchen. Und einem Späß jetzt eine Markierung. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Das hier sieht sehr merkwürdig aus. Also, ich bin ja schon doof, aber so doof doch auch wieder nicht. Okay, ich muss übermüdet sein. Ich triff den Felsen, wo er direkt vor mir liegt. So. Ja, dahin muss ich. Da ist alles soweit in Ordnung. Hä? Das ist echt alles. Bernstein, sonst gibt's hier nichts. Ich will mal gucken, ob du wirklich echt bist. Ich hab da langsam einen Zweifel dran. Was ist? Oh. Das war knapp. Wäre beinahe da runtergefallen. Puh. Das Teil steht immer noch. Okay, mir zu doof. Der Sack verarscht mich ja auch. Was ist das bloß in der Welt? Ein alter Mann, der ständig sich irgendwo hin teleportieren kann. Sonst keine Ahnung hat und nicht sein Gedächtnis verloren hat. Trotz allem das Licht von Hyrule sein soll. Und offenbar 100 Jahre lang geschlafen hat. Für mich ein schöner Held. So sehe aber wirklich irgendwie nichts. Auffälliges, gefährliches, nee, alles weiß. Oh, geht sogar noch falsch. Ja, also wenn das noch nicht auffällig ist. So, komm raus, wo du immer du bist. Muss ich einen Felsen hinlegen? Nein, du hast mich entdeckt. Ja, schwer war es aber nicht, Kleiner. Tschüssi. Ja, tschüssi. Seltsame kleinen Typen. Ich frage mich immer noch, wofür diese Krogsamlos gut sein sollen. Aber egal, über andere Sorgen. Ah, das dauert und da... Ein paar Typen da oben. Wenn wir eine richtige Waffe ausrüsten, machen wir mal einen Bockstock hier. Schild. Doch eher so ein Bockschild. Scheint noch zu halten. Aha. Also fast gedacht, hey. Diese ganze Mauer. Irgendwo muss doch immer eine Schatztruhe sein. Oh, das wäre so eine Ex-Truhe? Die ich schon mal ein paar gesehen habe. Ich bin ja ziemlich faul. Vor allem nach dem 100-jährigen Schlaf. So, was hast du denn Schönes? Bombenpfeile, okay, danke schön, wer auch immer du bist. X. Mr. X. War dir das gerade? Ein Unhöflich. Dann schmeißt er irgendwie. Also gerade. Boah! Hat aber das dumme Gefühl, er müsste mich hier mit dem Viertings angreifen. Sonst geht's noch gut, oder was? Einfach voll um Feuer.
Tja, ein bisschen Wild nehmen wir gerne, dankeschön. Sonst hat sie offenbar nichts mehr. Ich habe schon relativ viel zubereitet. Ah, ein Röstapfel, sehr schön. Aha, von dir eine Kisten, hätte so machen können. Oh. So, erstmal gucken. Habe ich jetzt hier noch etwas? Das ist wieder kaltes Wasser. Komme ich so also nicht hin. Da ist eine Kiste, ich aber so nicht raus. Also eine Holzkiste offenbar, die ich so nicht rausholen kann. Der Schrein vielleicht. Vielleicht kriege ich hier eine Fähigkeit, mit der ich da Holztun irgendwie anheben kann. Alles klar. Der 4. Schrein, die 4. Prüfung. Danach kriege ich endlich das Parasegel. Tja, hoffen wir, dass es kriegt, ja Leute. Hoffen wir, dass Link das Parasegel kriegt und auch noch ein paar Antworten auf seine Fragen. Willkommen Pilger, mein Name ist Tomisoke. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Mit den Säulen aus Eis. Säulen aus Eis, okay. So, neues Update bitte. Schiegersteine erkannt, dann Übertragung beginnt. Kryomodul lässt Eissäulen auf Wasser entstehen. Ein neues Modul wurde aktiviert. Viel Spaß damit. Oh, danke. Werde ich hoffentlich haben. Säulen aus Eis. Okay, ist normales Eis offenbar. Interessante Fähigkeit. Ich glaube, darüber klettern wird nichts. Nee, das ist zu tief. Ach so, ist das etwa... Ist das etwa ein Gitter? Ich muss aber echt zusammen hinschauen. Wer bist du denn schon wieder? Abgeblockt. Puh, bin ich gerade erschrocken, ey. Gibt es noch mehr von diesen Typen? Ich hoffe nicht. Da bin ich schon da. Okay, ich kann mir eigentlich schon denken, worum es geht. Diese Geräusche immer, woher kommen die bloß? Aha. Hätte ich doch beinahe übersehen. Warte mal, verschieben kann ich das Teil ja nicht, aber vielleicht kann ich rüberspringen. Oh, Mist. Ja, meine Finger, ist das arschkalt. Nein, nein. Mist. Ah, komm schon, komm schon. Ah. Klappt so nicht. Was anderes machen. So, bitte weg mit dir. Ja, komm schon, das muss doch. Ah, geht doch. So, jetzt aber.
bin zu doof zum Springen. Aber irgendwann muss das doch mal klappen. So. Das war mal schwierig. Reiselanze. Ist natürlich um einiges schwächer als so ein Wurfspeer, aber warum auch nicht. So. Und schon hast du es mal geschafft. Tja, wenn alle Prüfungen im Leben bloß so einfach wären. Hey du, ich hab's geschafft. Ich bin es, der auserwählte Held. Du hast meine Prüfung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Ja, hab endlich 4 Stück. Hier ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, dankeschön. Was stimmt ja jetzt, wo ich 4 habe, kann ich an diese Statue der Göttin meinte in der Zitadelle. Das soll wieder zu ihr gehen, wenn ich 4 Stück habe. Was denn das wohl bringen wird? Sehr viel, Link. Sehr viel. So, 4 geschafft. War ja klar, dass der wieder auftaucht. Nun hast du in allen Schreinen diesem Plateau ein Zeichen der Währung erhalten. Hohoho! Es ist soweit. Link, es ist an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sieh auf deine Karte und denk die gekreuzte Linien zwischen den 4 Schreinen. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Okay. Hast du verstanden? Wo die Linien zwischen den 4 Schreinen sich kreuzen. Das mit dem Geist war eigentlich ein Scherz. Der ist echt ein Geist. Warte mal. Er hat uns wohl das Scheißsegel noch nicht gegeben. Mist, ey. Aber ich habe ja 4 Währungen erhalten. Ich soll also jetzt danach hingehen. Meine Güte, steht irgendwas Neues. Einfrieren geht hier relativ easy, aber... Kann ich vielleicht das Wasser einfrieren? Oder kann ich Tour einfrieren? Was soll man das bringen? Versuche es mal so. Ich hoffe, ich kann hier echt einigermaßen springen. Das wäre echt ein Vorteil. Uff. Nur 3 aufs Mal. So. Hat's was Schönes drin? Ah, nur ein Opal. Mist. Na, ui, fast zu weit gesprungen. Da wäre fast zu weit gesprungen. Na, komm schon. Nein, 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 nein! Ich kann nicht hier sterben. Einer ist tot. Ich muss. Scheiße. Mann, ich bin doch echt einmal gestorben, Freunde. Gibt's das? Das gibt's doch nicht. Bin ich einmal abgekratzt. Ja. Das war ausgerechnet der jetzt auf dem Stand einbrechen musste. Ich hab's doch irgendwie rüber geschafft. Hat das alles nur geträumt? Was hat irgendwie eine himmlische Stimme gehört, die gesagt hätte, du darfst nicht sterben, Link. Ich erwecke dich erneut zum Leben. Die Truhe ist jetzt zumindest weg.
Ja, ist nicht mehr da. Ist noch kein Typ mehr. Zum Glück kann ich ja mich dank den Dingern hier teleportieren. Ich soll also da zurückgehen. Ich glaube, ich habe sonst echt alles gemacht. Ich brauche eigentlich das Parasegel für alles Weitere. Kann ich immer mal wieder hin. Okay, und dann da und so. Ach, schau sich mal wieder vorbei. Irgendwann, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Gott, das Peinliche, bin ich echt einmal abgekratzt. Schon so früh, ich glaube erst irgendwie Part 4 oder 5 oder so. Ah, Linky Boy, was soll man das nächste Mal einfallen lassen für einen Grund oder wieso du wieder lebst und so. Ich bin eingepennt, ja, warum nicht? Sowas in der Art. So, weiter geht's. Also dann auf dem schnellsten Weg würde ich sagen, dahin, ich will eigentlich wissen, was da eigentlich passiert ist und ob der Typ echt ein Geist ist und so. Wenn ich mal diese verdammte Parasegel haben und zu Ganon gehen. Ich würde mich zu ihm noch, wenn ich den Namen höre. Ganon. Das Unheil namens Ganon, aber es muss eigentlich... Ja, wovon verlassen sich alle auf mich? Ich muss... Und offenbar ist er nirgends mehr aufzufinden. Das Feuer ist auch aus. Das allerdings ist auch ein bisschen gespenstisch. Paar Äpfel. Ah, frische Äpfel. Kann eigentlich nie schaden. So, bisschen Holz auch nicht. So, genau, da ist es ja. Dieses Schwert im Feld, was auch immer das genau sein soll. Muss ich unbedingt hin, wenn das Parasegel endlich mal habe. Sind Dinger ja alle kaputt eigentlich. Also auf dem schnellsten Weg da hoch. Eine kluge Waffe, falls ich wieder angegriffen werde. Aber erstmal... Mal relativ spät. Was kommt da alles bitte rausgeflogen? Okay, was seid ihr für Dinger? Fledermäuse mit einem Auge. Interessant. Tja, so euer Klein, ich habe leider überhaupt keine Zeit für euch. Ich habe eine Verabredung mit der Göttin. Das schimmert ja auch schon irgendwie. Okay, die wartet uns offenbar. Da. So. Da bin ich. Göttin Hylia. Ich bete für euch. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 Zeichen der Bewährung kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich würde gerne mal ein bisschen mehr aushalten. Andererseits, ja doch, mehr Treffer aushalten. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, bitte, bitte, geliebte Göttin, ich flehe dich an. Gewähre mir mehr Stärke. Du würdest also einen zusätzlichen Herzcontainer? Herzcontainer, was soll das sein? So sei es. Wow, was für ein Riesenherz. Und jetzt halt er plötzlich viel mehr aus. Ich kann viel mehr Treffer ab. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Wie einst seine Vorfahren, die legendären Helden. Da ist er ja. Der Segen der Göttin scheint dir tatsächlich ein gutes Stück stärker gemacht zu haben. Hier bin ich. Komm zu mir hoch. Hallo. Hä? Soll die auf der Zitadelle rumklettern? Ernsthaft? Der ist ja verrückt, ey. Der spinnt doch total. Okay, mach es halt. Obwohl ich mir gerade die Frage stelle... Oh, jetzt eine Treppe. Leiter. Hä? Kann er wieder hoch? Aber ich war doch schon... Hä, ich war doch schon mal hier. Da ist mir gar keine Treppe, gar keine Leiter aufgefallen. Ich komme auf Treppe.
Dieser Mann ist sehr, sehr merkwürdig. Aber was soll's? Bekomme ich endlich hoffentlich mal ein paar Antworten. Namens Parasegel. Ich glaube, sonst hat's hier ist da eine Truhe? Ne, ist auch keine. So, da oben ist er. Und jetzt, alter Mann, nichts für ungut. Ich hätte gern endlich mal ein paar Antworten. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns. Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. 4 Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bandschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden 4 vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den 5 Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Aus den Tiefen unter Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die 4 Recken in den Titanen ließen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch
Die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du. Du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie. Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die 4 Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeige es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Weise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Sheikah-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Nimm schon, das Parasegel wie besprochen. Das Parasegel. Ich habe es endlich. Nun kannst du von den steilen Klippen dieses Plateaus ohne Furcht nach unten gleiten. Alles, was ich weiß, habe ich dir gesagt. Meine ganze Hoffnung, die ruht nun auf dir, Link. König Ruam. So war das also alles. 100 Jahre lang. Seit 100 Jahren ist Zelda da drin und wacht alleine über Ganon, hält ihn im Zaum seit 100 Jahren. Wie schafft sie das bloß? Wie bringt sie bloß diese Kraft auf? Und vor allem, wie konnte sie niemals die Hoffnung verlieren? Ich meine, ich war wirklich 100 Jahre lang außer Gefecht gesetzt. Es gab keine Hoffnung, dass sie wieder aufwachen würde. Es war offenbar alles bloße Vermutung, Spekulation. Ganon, du verdammter Ganon. Ein Soldatenbogen. Danke, König Ruam. Das ist garantiert noch von dir. Als letztes Abschiedsgeschenk. Zelda, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann. Aber ich verspreche dir, eines Tages komme ich und helfe dir im Kampf gegen Ganon. Und dann ist Hyrule endlich wieder in Sicherheit. Und hoffentlich für immer.